Zuschauer vor der heutigen Partie. Da prickelt es wieder, Sebastian. Die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Nee, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Tja, da können sie es der Verteidigung so leicht machen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Ohne Rücksicht auf Verluste, das Zweikampfverhalten hier. Ja, ich glaube, da hätte er ohnehin keine Chance gehabt, aber er stand halt auch im Abseits. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. Und mit der Abwehr hat er hundertprozentig ein sicheres Tor verhindert. Ja, die Abwehr steht klasse, souverän. Ja, das macht er gut, per Kopf. Und dafür bekommt der geforderte Spieler einen Freistoß zugesprochen. So, jetzt kommt die Flanke. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Ecke. Sauber verarbeitet den Ball. Jetzt, und da war er wieder auf dem Posten. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Und jetzt muss er schießen. Habt ihr das gesehen, liebe Zuschauer? Das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. So sieht Konterfußball aus. Blitzschnell das gesamte Spielfeld überrannt. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Klasse rausgeköpft, hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Absolut spitze.
Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Kann aber sich da über die gelbe Karte beschweren? Keineswegs. Jetzt hat er den Platz. Und direkt auf den Verteidiger gespielt. Ja, er köpft nach vorne. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da und feiern. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Er findet den freien Mann. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder im Ballbesitz. Da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Sicher pariert vom Torhüter, keine Nachschusschance für den Gegner. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Die ersten 45 Minuten sind vorüber, Spielstand 2:0. Ja, die Hälfte ist rum, sie haben gut gespielt, hatten viele Chancen, haben einige Tore geschossen, also das spiegelt doch das Halbzeitergebnis ganz deutlich wider. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Da steht er vollkommen frei. Und die Abwehr macht ihre Sache ganz, ganz großartig. Also den Elfmeter muss er geben, ganz klar. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es darüber hinaus noch weitere Konsequenzen? Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Ja, er konzentriert sich noch mal kurz. Und das macht er ganz eiskalt, souverän verwandelt. Schlecht. Ja, so beherrscht man Ball und Gegner. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. So haben sie das im Training geübt. Bringt den Ball gut unter Kontrolle. So, den muss er jetzt verwandeln. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Nutzt er die Chance. Was für ein Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor.
Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Also sieht ein klasse Pass aus. Es ist aber auch nicht einfach, diesen Abwehrriegel zu knacken. Wie willst du das machen? Guter Spielzug. Ball kommt gut. Und der geht rein. Und der geht rein. Und das ist jetzt hier der Auslöser für den grenzenlosen Jubel auf den Tribünen. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Und da macht er sein drittes Tor in einem Pokalfinale. Unglaublich, unfassbar. Ein perfekter weiter Ball. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Und nach dieser Aktion muss der Schiedsrichter Freistoß geben. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Und er passt den Ball weit nach vorne. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Klasse Aktion. Schöne Annahme. Da gibt es wenig Platz für die Angreifer jetzt. So, jetzt wird da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Achtung, jetzt brennt's. Da rettet die Latte. So, jetzt nimmt er den Ball. Das könnte eine gute Möglichkeit werden. Und es gibt ja kaum jemanden. Und super, wie er den herausgeholt hat. Ja, lange ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus. Und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran ändern. Erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Es gibt Abschluss. Ball ist im Spiel. Ja, die Frage nach dem Sieger hat sich heute nicht allzu lange gestellt. Kein Wunder bei diesem Ergebnis. 4:1.